Veemenje vuca asyna a ducha svatého. Amen. Pokoj buď s vámi. A s tvojím duchom. Čestne knieży biskupie, wieselimy so, zoście k nam przyszli do osady świętego Simona, Judy a Tadeja. Sehr geehrter Herr Bischof, es sind nicht 100, es sind auch keine 50, aber fast. Und es sind sehr interessierte Jugendliche, die heute darum bitten, dass Sie ihnen das Firmensakrament spenden. Wir alle, Paten, Pfarrgemeinderatsmitglieder, Mitbrüder, Mitarbeiter in der Pfarrei freuen uns auf diese heilige Messe und grüßen mit Ihnen auch jene, die heute im Livestream mit uns die heilige Messe feiern, wie Sonntag für Sonntag. 1,5 Jahre ist es schon so, dass wir auch auf diese Weise eine große Gemeinde bilden, über den Kirchenraum hinaus. Nun darf ich als Pfarrer der Pfarrei ganz herzlich sagen, Utome Witajcie, ein herzliches Willkommen. Herzlichen Dank, liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, liebe Firmenpaten, liebe Eltern, liebe Schwestern und Brüder. Es ist auch für mich eine Freude, an diesem wunderschönen Sonntag den jungen Christen ihrer Gemeinde das Sakrament der Firmung spenden zu dürfen. Ihr habt euch darauf vorbereitet, nicht erst in den letzten Monaten, sondern euer Weg bis an diese Stunde, an diesem Tag, ist ein Zugehen auf den Herrn, der uns entgegenkommt. Und dieses Zugehen auf den Herrn, das hat bei euch begonnen mit dem Augenblick der Taufe. Bei eurer Taufe haben damals eure Eltern und Paten erklärt, euch im Glauben zu erziehen. Sie haben das Glaubensbekenntnis gesprochen und sie haben das Taufbekenntnis für euch erklärt. Heute an diesem Tag, am Tag eurer Firmung, seid ihr nun selbst gefragt. Nicht irgendjemand anders erklärt etwas für euch, sondern das Taufbekenntnis und das Glaubensbekenntnis, das macht ihr euch mit dem heutigen Tag zu eigen und erklärt inmitten der Gemeinde vor Gott, dass ihr in diesem Taufbekenntnis im Glauben an den dreifaltigen Gott euren Weg in dieser Kirche gehen wollt. Und deswegen lade ich euch jetzt ein, dass wir zu Beginn unseres Gottesdienstes das Taufbekenntnis von damals erneuern. Ich frage euch, widersagt ihr dem Satan und all seiner Verführung? Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt? Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Das ist unser Glaube, der Glaube der Kirche, zu dem wir uns in Jesus Christus bekennen. Liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, mit diesem Glauben seid ihr nicht allein. Wir alle, die wir getauft sind, gehören zum Leib Christi, zur Kirche Jesu Christi. Daran wollen wir uns jetzt dankbar erinnern. Wir empfangen das geweihte Wasser und wir singen dazu unser Tauflied.
Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, durch das Geheimnis von Pfingsten heiligst du deine Kirche in allen Völkern und Nationen. Erfülle die ganze Welt mit den Gaben des Heiligen Geistes. Und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Čitanje z knihy Amos. We wolnych dniach rekne Amacja, betelski miesznik k Amosi, wyszczera ty, dzi a czek do kraja Judy. Tam jest swój chleb, a tam wieść. Ale w Betelu nie smiesz izo wieścić, że też wono je królewskie światnisze, a królewski dom. Amos odmówi Amacji. Ja nie jestem profet, ani wuczemnik profetu, ale sem pastor a plauju listny figot. Ale jawe za mnie od stadwa a rekne mi, dzi wiesz mojemu izraelskiemu ludzie. Słyszeli sme słowo Boże. Bo cyrkwi jasaniota napomina nas, którym dzielić mnie Twą moc, stajnie zas. Bo cyrkwi jasaniota wolna posunia, a tak wywysokuj, że miasto Polski trza. Gdyż ja mam to miasto, iż sam mnie nadał kier, żywać, śpiewać, się pomóc, pokonie. Gdyż ja mam to miasto, iż lubię mieć czasu, bo najdłużej tam ja sam podpił. Bo cyrkwi jasaniota wszystkich jednocza, widzą mieszkania służbu, wun konia, a was
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen, nach seinem gnädigen Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch sie hat er uns reich beschenkt, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat in ihm. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten herauszuführen, das allen Christus als dem Haupt zusammenzufassen, was im Himmel und auf Erden ist in ihm. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Tak reci kniez, jeli miesz tu lubuje, Budzie moje słowo dzierżyć, a mój wódz będzie jeho lubować, a będzie mój pola nieho bydlić. Halleluja, halleluja, Knież budź z wami, a z moim duchom, ze świętego zczynia po Janu. We wonym czasu ryczyszy Jezus k swoim włóczomnikam, kajś je mnie wódz lubował, tak sym ja was lubował. Wostańcie we mojej lubości. Jeli budziecie moje kaznie dzierżeć, wostaniecie we mojej lubości. Kajś sym tyś ja kaznie mojego wódca dzierżał, a we jeho lubości wostawam. To sym k wam ryczał, zoby moja radość we was była, a zoby so wasza radość napełniła. To je moja kaznia, lubujcie sobie sobu, kajż sym ja was lubował. Wieczu lubość nie ma nich tu hacztu, zoby swoje żywienie dał za swoich przyjacielów. Wyście moi przyjacielio, jeli czynicie, sztoż wam kazam. Nie mienuję was iżo służowników, dokelż służownik nie wie, co jeho kniez czyni. Sym was mienował przyjacielów, dokelż sym was wszystko wiedzieć dał, sztoż sym od swojego wódca słyszał. Nic wyście mnie wuzwolili, ale ja sym was wuzwolił, a was postaju, zobyście szli, a płód niesli, a zoby wasz płód wostał,
ażeby wam wóc dał, w oczoj szkuli budziecie, Jehowę moim imię prosyć. To wam przykazuję, lubujcie sobie sobą. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, liebt einander. Dobre poselstwo naszego Knieza Jezu Chrysta. Liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, liebe Firmenpaten, liebe Eltern, liebe Schwestern und Brüder. In unserem Bistum haben wir in den vergangenen Tagen, vergangenen Monaten ein Jubiläum gefeiert. 100 Jahre Wiederbegründung unseres Bistums. Wenn wir auf die Bistumsgeschichte schauen, dann ist es eine sehr bewegte Zeit. Nach der Reformation ist das katholische Leben in der großen Fläche unseres Bistums ziemlich erloschen. Nur hier bei Ihnen, bei den Sorben, ist der katholische Glaube über alle die Jahrhunderte hinweg lebendig geblieben. Und so darf ich sicherlich sagen, dass wir vor 100 Jahren das Bistum wieder neu begründen konnten. Das hat seinen Grund auch darin, dass hier an diesem Ort das katholische Leben in ganz großer Treue, in allen Bedrängnissen, durch den Wechsel der Zeiten hindurch lebendig geblieben ist. Und deswegen möchte ich heute zu Beginn unserer Feier und dieses Gottesdienstes anlässlich der Firmung Ihnen allen ein herzliches Danke sagen für dieses treue Glaubenszeugnis über die Jahrhunderte hinweg. Die Kirche hat Bestand gehabt, auch durch ihre Präsenz, durch ihr Leben, durch das Zeugnis ihres Lebens. Das ist eine ganz kostbare Gabe, die sie über die Jahrhunderte hinweg mitgetragen und mitgebracht haben in unsere Zeit, in diese zeitliche Stunde hinein, dieses lebendige Zeugnis. Dafür sage ich ausdrücklich Ihnen allen ein herzliches Danke. Ein vergelt's Gott. Und das, liebe Schwestern und Brüder, was wir empfangen haben, was wir sozusagen mitgebracht haben, das gilt es weiterzutragen. Und dazu, liebe junge Christen, die so noch heute gefirmt werden, werdet ihr mit den Gaben des Heiligen Geistes stark gemacht. Denn wir erleben auch in diesen
Monaten, in diesen Jahren, dass unser Kirche-Sein, unser Christsein, unser Glaube nicht unangefochten ist. Wir stehen in einer Welt, in der wir gefragt werden, warum glaubst du? Was hast du für einen Grund? Nicht deshalb haben wir, oder besonders deshalb haben wir für unser Bistumsjubiläum dieses Motto genommen, 100 gute Gründe. Es gibt nicht nur 100 gute Gründe, sondern jeder und jede von uns hat einen Grund. Und der Grund, auf dem wir stehen, auf dem unser ganzes Leben, unser Glaube aufgebaut ist, ist Jesus Christus. Kein anderer Grund ist gelegt und kann gelegt werden. Er steht in der Mitte unseres Glaubens. Er ist es, auf dem wir unser Leben gründen können. Und deswegen, liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, ist es wichtig, auf diesen Jesus Christus zu schauen. Es kann sein, dass mancher heute hier ist mit der Frage, bin ich denn wirklich wohl gut vorbereitet auf den Empfang des Firmensakramentes? Stehe ich mit meinem Leben wirklich auf einen guten Grund? Trägt der Grund heute? Diese Frage möchte ich einmal aus Ihrem Kopf herausnehmen und euch und Ihnen allen sagen, der Gott, den wir als den Gott unseres Lebens erlebt und erfahren haben, ist kein Buchhalter, der sozusagen erst eine Leistung erwartet, wie wir das von den Zeugnissen her kennen. Eine gute Note bekomme ich, wenn ich auch etwas geleistet habe. Meinen Lohn bekomme ich in dieser Welt unter den Menschen, wenn ich etwas geleistet habe, wenn ich etwas gebracht habe. Unser Glaube, unser Christsein ist keine Leistung, sondern ist als erstes ein Geschenk. Gott schenkt sich nicht unter Vorleistung, sondern Gott schenkt sich, weil er in seinem tiefsten Wesen Liebe ist. Und wir haben heute im Evangelium dieses Wort gehört, niemand hat eine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Das dürfen wir von Jesus Christus wissen. Er hat sein Leben hingegeben für die Welt, für die Menschen, für Sie, für euch, liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, für mich. Er hat sein Leben hingegeben, er hat sich eingesetzt mit seinem ganzen Leib, mit seinem Blut, vergossen für uns. Eine größere Liebe kann niemand haben, als er sein Leben hingibt. Und diese Liebe empfangen wir, haben wir empfangen, empfangen wir und werden wir immer wieder empfangen. Und darin ist uns alles geschenkt, worauf wir unser Leben gründen können. Auf seine Liebe, auf sein Erbarmen, auf den Halt, den er uns gibt und schenkt. Das ist das Erste, was wir heute in dieser Stunde dankbar feiern dürfen. Seine große Liebe uns geschenkt. Und wenn wir beschenkt worden sind, im reichen Maße beschenkt worden sind, unverdient, dann kommt es darauf an, und dazu werden wir geradezu innerlich gedrängt, dass wir auf diese große Liebe mit unserem Leben antworten. Das ist heute in besonderer Weise der Anruf an euch, die ihr das Sakrament der Firmung empfangt. Antworten auf die Liebe, die ihr empfangen habt, und dafür werdet ihr gestärkt mit den Gaben des Heiligen Geistes. Das Wort, das euch gesagt ist, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Jesus nimmt dieses Bild der Freundschaft. Ich glaube, ihr alle, liebe junge Christen,
erahnt und wisst, was Freundschaft bedeutet. Freundschaft bedeutet, dass da ein Mensch ist, der kann auch anders sein, ganz anders sein, aber ein Mensch ist, mit dem ich verbunden bin. Indem ich mit ihm unterwegs bin, entdecke ich, dass es Gemeinsamkeiten gibt, dass es ein Verstehen gibt, ein Hinhören gibt, dass man Gemeinsames unternimmt, dass man sich ihm anvertraut. Der Freund ist jemand, der kommt auf Augenhöhe zu mir. Da ist es nicht so, wie wir im Evangelium gehört haben, der Herr oder die Knechte wissen nicht, was der Herr tut. Da ist eine schiefe Ebene, aber davon spricht Jesus nicht. Ihr seid meine Freunde. Das heißt, dieser Jesus kommt auf Augenhöhe zu uns, an unsere Seite. Und er will an unserer Seite sein und mit uns gehen. Und mit ihm dürfen wir immer wieder ins Gespräch kommen, uns ihm anvertrauen. Mit den Fragen, die wir haben, mit den Sorgen, manchmal auch mit der Orientierungslosigkeit, auch mit der Haltlosigkeit. Er ist der Freund des Lebens, der zu uns steht. Wir wissen, menschliche Freundschaften, menschliche Beziehungen, bis hinein in die Ehen, können zerbrechen, können auseinanderbrechen. Gott ist jemand in Jesus Christus, der seine Freundschaft zu uns nicht kündigt, nicht aufgibt, der sich nicht zurückzieht. Er lässt mir die Freiheit, freilich. Und doch ist er da immer wieder. Ich darf immer wieder bei ihm anknüpfen. Und deswegen, liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber, wünsche ich euch, dass ihr diesen Jesus Christus entdecken könnt in eurem Leben als den Freund des Lebens, als jemand, der euch Halt gibt, als jemand, der euch Orientierung gibt. Und das, was er uns aufträgt, dass wir einander lieben. Die Liebe ist das Größte, weil Gott das Größte ist. Und dennoch, das ist nicht etwas, was Gott allein hat, sondern Gott hat seine Liebe durch den Heiligen Geist in unser Herz hineingegossen und das wird stark gemacht im Sakrament der Firmung, damit wir liebende Menschen werden, liebende Menschen sind, dass wir jeden Menschen lieben lernen. Egal, wer er ist, woher er kommt, was er kann, was er nicht kann, jeden Menschen lieben lernen. Dass wir nicht warten, bis der andere anfängt zu lieben, sondern dass wir selber die Ersten sind, initiativ werden. Nicht warten, sondern als Erste lieben. Das kostet manchmal Mühe. Gott hat nicht gewartet darauf, ob der Mensch vielleicht doch gut zu ihm wäre und ist, sondern er wurde initiativ, er hat den Anfang gemacht. Wenn wir Freunde Jesu sind, dann machen wir uns seine Gesinnung zu eigen und bemühen uns ebenfalls als Erste den Anfang zu machen. Manchmal ist es mühsam, manchmal kostet es. Und doch, es ist das Gebot Jesu. Und dabei wissen wir, das ist ja die Erfahrung, die wir machen, wer sein Leben einbringt, wer schenkt, wer liebt, der wird nicht ärmer, sondern der wird in seinem Leben reich. Der wird erfahren können, dass die Liebe uns erfüllt, dass sie uns etwas schenkt, was wir sagen können, das ist eine Zufriedenheit, ein Frieden, den der Mensch sich selbst nicht machen kann. Da kommt eine Zufriedenheit, da kommt ein göttlicher Friede in unser Herz hinein und schenkt uns die innere Sicherheit, schenkt uns Zuversicht, dass wir in der Spur Jesu leben können und dass diese Spur eine Spur ist, die uns als Menschen und Christen glücklich macht. Liebe Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber,
um diesen Heiligen Geist, der uns fähig macht, uns zu verschenken, der uns fähig macht zu lieben und uns fähig macht, Freunde Jesu zu sein und zu bleiben. Um diesen Heiligen Geist wollen wir jetzt für euch und mit euch beten. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen. Amen. Przyjdź, Ducha Święty, pój, puszczę z niebies na lud swój, światła swojego. Przyjdź, owoce kudziny, dawacielo daniwy, duszu światło nad słońco. Pokojerio najlepszy, duszy ostro najsłodszy, wokrzecze lubozne. Odpoczyńcy wedziele, wokwodzenie ococze, pokoj nam zrudobie. Światło na najzbożniejsze, napełń duszu zwolniwe, swoich swiernych z lubościu. Bez Twojej mocy tu, niczo nie je człowieku, niczo nie je porядku. Zwumywaj szamazane, pokrepisz durch sucheje, nadobniesz o zwoje. Zibuś durch je woprostwo, zrejawury zymneszo, zawudzene na łodzie. Dajś im swoim wierywym, na Tebie so spuszczacym, swoich darów sydomku. Daj im złotym kisz służaci, daj im zbożnie umryci, daj im radość bezkończną. Amen. Alleluja. Lasst uns beten, Brüder und Schwestern, zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er den Heiligen Geist herabsende auf diese jungen Christen, die in der Taufe wiedergeboren sind zu ewigem Leben. Der Heilige Geist stärke sie durch die Fülle seiner Gaben und mache sie durch seine Salbung Christus, dem Sohn Gottes, ähnlich. Allmächtiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast diese jungen Christen in der Taufe von der Schuld Adams befreit. Du hast ihnen aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, Herr, sende ihnen den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihnen den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Leonie, Aurelia, seine Siegel, Gottes, den Heiligen Geist. Verfügt sein. Tadei, Simson, seine siegfrieden Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede bleibt mit dir. Morgen, Luis, seine siegfrieden Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede bleibt mit dir. Niklas, Johannes, seine siegfrieden Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Florian Horn, seine siegfrieden Gabe Gottes, Janik, Benno, seine siegfrieden Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Adrian, Frau, seine siegfrieden Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir.
Liebe Schwestern und Brüder, der Heilige Geist schenkt uns den einen Glauben, die eine Hoffnung und die eine Liebe. Erfüllt von diesem Geist, lasst uns einmütig zu Gott, dem allmächtigen Vater, beten. Gütiger Gott, wir bitten dich für die Neugefirmten, die du mit deinem Heiligen Geist gestärkt hast, dass sie im Glauben fest gewurzelt und in der Liebe fest gegründet bleiben und durch ihr ganzes Leben Christus, den Herrn, bezeugen. Wir bitten dich, erhöre uns. Prosimy Cię za naszych starszych jak mucjo, którzy so z nami dule modla jako świadkowie wiary. Wopnać ich, so bychu nas, firmowanych, ze słowom a skutkom dalej uczyli w obstanie Chrystusa szczyjować. Wir bitten für die ganze Kirche Gottes, die du im Heiligen Geist zusammengeführt hast, mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Heinrich und der Gemeinschaft der Bischöfe, dass sie im Glauben und in der Liebe eins bleibe, bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wachse und sich ausbreite auf der ganzen Erde. Wir bitten dich, erhöre uns. Prosimy Cię za szon świat a załszych ludzi, którzy stworzyciel a wódcy sy, so bychu so mia sobu zańczmili, przyszylszela korystci. Daj, so bychu wszystkie ludy świata sobo pokoj pracowali. Wir beten für alle Menschen, die unter Verfolgung, Gewalt und Krieg leiden. Für alle, die ihre Heimat verlassen mussten. Schenke allen Leidenden den Beistand des Heiligen Geistes und sende ihnen Menschen, die ihnen helfen. Wir bitten dich, erhöre uns. Prosimy Cię za naszych zemrtych, daruj im swój pokoj. Allmächtiger Gott, du hast deinen Aposteln den Heiligen Geist gesandt, damit sie und ihre Nachfolger ihn den Gläubigen weitergeben. Sei uns nahe und erhöre unsere Bitte. Gib, dass der Heilige Geist, den deine Allmacht und Güte der Kirche geschenkt hat, als die Verkündigung der frohen Botschaft ihren Anfang nahm, auch in unserer Zeit durch die Liebe derer, die glauben, die Welt erfülle. Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. Amen.
swoje świętości, wieka wieki na wieki. Boże nasz, lecz pokoja, wieczny wódz, Boży Syn, miły Syn, cierpliwy, a ja zmienny chwalimy Go swoje świętości, wieki na wieki, wieki na wieki, ale chwalimy Go swoje świętości, wieka wieki na wieki. Herr unser Gott, wir bringen diese Gaben vor dein Angesicht. Heilige sie durch das Feuer deines Geistes, der einst auf die Jünger herabgekommen ist und ihre Herzen entflammt hat. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Volk. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Jeden Tag erfahren wir aufs Neue das Wirken deiner Güte. Schon in diesem Leben besitzen wir den Heiligen Geist, das Unterpfand ewiger Herrlichkeit. Durch ihn hast du Jesus auferweckt von den Toten und uns die sichere Hoffnung gegeben, dass sich an uns das österliche Geheimnis vollendet. Darum preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werden, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Won niech z nas czyni Tobie wieczny dar, żebyśmy slubiene dziedzictwo docpieli z Twoimi wyzwolonymi, ze zbożnej knieżną Boha Rodzicielku Mariu, z Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi martyrami, a ze všimi świętymi, na których zastupno prostwo przed Tobą so przeco nadziejamy. Tutun woporne dar našeho ujednania prosimy Cię, knieže, nech Ty je pokoje a spomoženie všeho sveta. Skručuj svoju církvi na jej putnikovanju na zime ve vere a ľubosti, skručuj svojho služobnika našeho banža Franciskusa, našeho biskupa Heinricha a zhromadnož biskupov ze všemi duchovnými a ze svojim umoženým ľudom. Gedenke unserer Neugefirmten, die in der Taufe zu neuem Leben geboren und von dir in dieser Feier mit der Gabe des Heiligen Geistes gestärkt wurden. Bewahre in ihnen das Geschenk deiner Gnade. Вусвиш ми ве вочце, море тутуте je svoje wasade, kotruž se tule zhromadži. Zjednoč ze sobu všetke svoje pozimi rozbrojene dzieci.
Spomnite się naszych zemretych bratów a sotr a na wszystkich, kociż su Tebi so spodobają z tutej czasności odeszli. Przyjmij ich do swojego królestwa, tam będziemy z nimi też my, to se nadziejamy, zobyśmy z nimi Twoją krasność używali. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu rufen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus hat den Heiligen Geist gesandt, damit er die Kirche aus allen Völkern in Einheit und Liebe zusammenfüge. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist.
Seht, Jesus Christus, das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gütig der Herr ist. Der Leib Christi.
Stara co wo druhého, pomačme sa musí, to je předčelstvo. Předčelstvo, předčelstvo, pomačme sa musí, to je předčelstvo. Předčelstvo je bohatstvo, viny nasyčenie, buď môj tovašo. Kujże z nas ma naczyń zas swoje starsze, oni kwiaty bicie są, niech cieszą samocze. Zbożony dziś namaka, nowo susada, kiś ją duzy pokuda, a nie udawia. Przedczelstwo, przedczelstwo, pomać mięso musí, to je předčelstvo. Předčelstvo je bohatstvo, viny nasyčenie, buď môj tovašo. Nikt z nas nie może być sam za siebie. Pożada za czopwotu, a z Bożą do śmierci. A gdy słońce zeskaże, a dzień co zapocznie, zrawy sym ja luboszcze, we każdym kiś to chce. Przedczelstwo, przedczelstwo, pomać mięso musí, to je przedczelstwo. Przedczelstwo je bohatstvo, viny nasyčenie, buď môj tovašo. Przedczelstwo, przedczelstwo, pomać mięso musí, to je przedczelstwo. Przedczelstwo je bohatstvo, viny nasyčenie, buď môj tovašo. Przedczelstwo, przedczelstwo, pomać mięso musí, to je przedczelstwo. Przedczelstwo je bohatstvo, viny nasyčenie, buď môj tovašo. Lasset uns beten. Wir danken dir, gütiger Gott, für die heilige Gabe, in der wir die Kraft von oben empfangen. Erhalte in uns deinen Geist und lass uns dir stets aufrichtig dienen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Czeszczyny knieży biskupie,
Wutrobnie so dziękujemy, zoście nam dżęca sakrament firmowanie spościł. Napieneni z Duchem Świętym, ladamy zmužicie a dowieliwe do przychoda. Tež, gdy so nam tutum niejasny zda, to jedne je nam wiste, bo nas wiedzie a nam mocy da. Dziękujemy so imieniu všich firmujemnych, všich miesznikam naszej osady za duchowny przewód zajszłych lat. So smymy dżęsa na tak dostojne właśnie tutun sakrament przyjmować. Zapłać bud wszystkim, którzy się za nas modlili. Sehr geehrter Herr Bischof, das Sakrament der Firmung ist unser Tor zum Erwachsensein. Wir haben uns viele Jahre darauf vorbereitet. Stets unterstützend zu unserer Seite waren unsere Eltern, unsere Priester und die Gemeinde. Jetzt werden wir selbst die Verantwortung übernehmen und haben keine Angst davor. Denn wir wissen, längst bevor ein Problem auf dem Horizont erscheint, hat Gott bereits eine Lösung dafür. Dies verleiht uns Mut für die Zukunft, zuversichtlich weiter hier unter dem Vorbild unserer Vorfahren in dieser Gemeinde zu wirken und folgenden Generationen den Weg zu ebnen. Vielen Dank Ihnen und all denen, die für uns beten und uns unterstützen. Ja, liebe Neugefirmte, ich danke euch für dieses schöne Wort am Ende dieses Gottesdienstes. Das macht Mut. Es darf euch gegenseitig Mut machen, aber auch uns allen, die wir als Christen unterwegs sind in dieser Zeit. Danke für dieses Wort und danke für das Zeugnis, das ihr damit auch uns allen gebt. Ich habe euch eine kleine Gabe mitgebracht, die werden wir, glaube ich, nachher irgendwann überreichen. Und zwar eine kleine Taschenbibel, eine ganz kleine Taschenbibel. Und das hat folgenden Hintergrund. Papst Franziskus hat einmal Jugendliche getroffen und hat sie gefragt, habt ihr eine Taschenbibel? Und die Jugendlichen hatten keine Taschenbibel und dann hat er allen eine geschenkt, eine ganz kleine. Das habe ich mir zum Anlass genommen, den Firmlingen unseres Bistums immer diese eine kleine Taschenbibel zu schenken. Das soll nicht nur eine Erinnerung an diesen Tag sein, an eure Firmung, sondern wir wissen, dass wir im Lesen des Wortes Gottes, im Annehmen des Wortes Gottes und auch im Tun des Gotteswortes immer eine Orientierung finden für unser Leben, Halt finden in dem, was er uns zuspricht. Und deswegen wünsche ich euch, dass ihr diese kleine Taschenbibel jetzt nicht irgendwo in einem Bücherregal verschwinden lasst, sondern dass sie auch begleite. Die ist so klein, dass man sie in die Tasche stecken kann, in jede Tasche fast. Und sie möge euch wirklich ein Begleiter werden. Und immer wieder, dass ihr sie aufschlagt und darin etwas lest, vielleicht so lange, bis ihr ein Wort findet, das euch anspricht, das euch Mut macht, das euch Halt gibt. Das wünsche ich euch für euren Lebensweg, dass ihr im Wort Gottes Orientierung und Halt findet und so Freunde Jesu bleibt. Und damit euch und uns allen das geschenkt wird, erbitten wir nun den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde erschaffen. Es segne und behüte euch der allmächtige und der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank